So, hallo Leute. Heute mal zur Abwechslung ein Video auf Deutsch. Und zwar wollte ich, ja, kostenlos. Also das Einzige, was euch kostet, ist natürlich die Zeit. Denn Zeit ist ja bekanntlich Geld. Ich wollte euch meine Gedanken mitteilen. Und zwar habe ich in letzter Zeit mich ein bisschen mit, ja, so Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen und sowas beschäftigt. Also ich bin ja kein hier BWLer oder sowas. Und ja, wie man einfach sein Leben so ein bisschen ordnen kann. Und was ich meine festgestellt zu haben, wird sich irgendwann mal vielleicht als falsch herausstellen, aber ich meine herausgefunden zu haben, dass es ohne Ordnung kein Chaos geben kann. Das ist natürlich eine nichtssagende Aussage. Ich meine, Biologie ist die Lehre vom geordneten Chaos und hier Mathe, das, die chaotische Ordnung oder das geordnete Chaos, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich denke so, nur 80-90% des Lebens ist Ordnung. Und 10-20% sind dann Chaos. Also im Sinne von, ja, 80-90% Automatismus, 10-20% Talent oder Kreativität oder ja, aus den Bahnen schreiten, aus irgendwelchen Denkmustern herausgehen und etwas Neues, etwas Verrücktes machen und damit Erfolg haben. Das heißt also, wenn ihr, was hat es mit Sprachen zu tun? Was hat es mit Sprachenlernen zu tun, etc.? Ähm, Sagen wir mal, ihr seid schon nicht mehr bei Mutti. Äh, Wenn ihr euch nicht um eure Finanzen kümmert, wenn ihr zu verschiedensten Tages- und Nachtzeiten schlafen geht oder aufsteht, wenn ihr nicht rechtzeitig eure Socken oder was auch immer gewaschen habt, ja, ähm, wenn ihr also keine Struktur im Tag habt, dann könnt ihr euch nicht auf das Wesentliche, was euch Spaß macht, konzentrieren. Und das wäre in meinem Fall zum Beispiel, oder in dem Fall von vielen Leuten, die jetzt vielleicht zuhören oder zuschauen, wie auch immer, Sprachen lernen. Das heißt, wenn ihr eure Finanzen nicht im Griff habt, könnt ihr euch einen Kurs, den ihr gerne machen würdet, wenn ihr zum Beispiel so ein Sprachlerner seid, äh, beziehungsweise wenn du ein Sprachlerner bist, ja, korrektes Deutsch, haha, äh, ja, der gerne in den Kurs geht, den kannst du dir nicht leisten, wenn du ständig mit irgendwelchen Zahlungen hinterherhängst. Ja, wenn du nicht zum Beispiel Süßigkeiten streichst aus der Liste und die sparst und irgendwelche Softdrinks und etc. Ja, und sonst für irgendeinen Müll Geld ausgibst und es dann nicht rechtzeitig hast, um dir ein Buch zu kaufen, ein Wörterbuch oder die neueste Sprachlernsoftware oder was auch immer für ein Sprachlerntyp du gerade bist. Ja. Wenn du ständig daran denken musst, was habe ich jetzt vergessen, was muss ich da tun, was muss ich dort tun, weil du dir keine To-Do-Liste schreibst jeden Tag und die konstant abarbeitest, dann wirst du keine Zeit finden, wirklich, um dich hinzusetzen und um das Buch durchzuarbeiten, was du dir gekauft hast, vielleicht sogar, oder diese Hausaufgabe, die du bekommen hast an der Uni, im Sprachkurs, in der Schule, wo auch immer, oder wenn du ständig zerstreut bist und dich konzentrierst auf irgendwelche Leute oder irgendwelche Dinge, die dich vom Wesentlichen wegbringen, dann wirst du keine Kraft und keine Nerven haben, um die Vokabeln von den Karteikarten auswendig zu lernen. Du wirst auch keine Zeit finden, dich vielleicht mit irgendeinem Sprachlernpartner zu treffen oder dich mit dem über Skype auszutauschen. Und du wirst auch keine Zeit finden, dir das geile Interview mit dem wem auch immer anzuschauen in dieser einen Sprache, die du gerade lernst. Oder ja, je nachdem, was für ein Sprachlerner du eben bist. Das heißt also, ähm, du musst halt natürlich am Anfang schauen, was für ein Typ du bist von Sprachlerner, ob du gerne mit anderen Leuten zusammen lernst, ob du gerne auf dich allein gestellt lernst, ob du gerne einen Kurs lernst oder wie auch immer. Ja, was dir am besten liegt, was dir am besten passt, was am effektivsten, am schnellsten in deinen Kopf reingeht, weil natürlich gibt es verschiedene Methoden, das kann man ja alles im Internet nachschauen, aber es wirkt halt nicht bei jedem gleich. Ja. Wenn du irgendwie im Fitnessstudio warst, es funktioniert nicht jede Ernährung gleich bei jedem. Es funktioniert nicht
jede Übung gleich bei jedem. Die wirkt auch nicht gleich bei jedem, weil jeder Mensch hat hat ein anderes Leben und hat eine andere physische und mentale ja, nicht Konstellation. Wobei eigentlich beides, aber egal. Ja, das ist so der Gedanke, den ich rüberbringen wollte, also 80:20 und ich glaube, das heißt Pareto-Prinzip, das findet man ja oft wieder, also 20% der Energie stecken wir in die Sachen, aus denen dann 80% ja, des Geldes, es kann Geld, es kann Zeit sein, es kann Erfolg in jeglicher Hinsicht sein. Und wer verrückt ist, oder beziehungsweise wer so dumm ist, perfektionistisch sein zu wollen, wobei ich bin selber Perfektionist, aber deswegen kann ich das auch sagen, ja, also 80% der Energie verschwenden wir dann auf die letzten 20%, die wir noch an Erfolg oder an Erreichtem noch zusätzlich haben wollen. Na, das ist ganz witzig mit diesen 80-20. Und ja, allgemein, was so Lebensführung, also sich selbst zu kontrollieren, die Finanzen im Griff zu haben und so weiter, also das habe ich im Prinzip mehr oder weniger von Bodo Schäfer, wobei es da unzählige gibt. Also ich meine, der hat ja auch nur irgendwelche Sachen kopiert oder neu formuliert und dann ein Buch drüber oder beziehungsweise mehrere Bücher drüber geschrieben. Und ja, das sind so die Gedanken. Also wenn euch das Video gefallen hat oder nicht gefallen hat, kommentiert es, bewertet es, Abo würde mich freuen. Es kommen immer wieder verschiedene Sachen, verschiedene Themen. Langsam sind ja die Sprachthemen schon ausgenutzt. Das seht ihr. Jetzt verbinde ich das auf abenteuerliche, aber doch ja, logischerweise. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn es dich gefreut hat, wenn es dir was gebracht hat, was ich hier gerade erzählt habe. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.